So, die erste Folge. Collab-Podcast. Ja, willkommen. Und wenn ich Schwein habe, wird das jetzt gerade der zweite Take, mit dem ich das mal anbringe. Da. Ein Podcast zu starten, das soll so die erste Introduction werden zu einem Projekt, wo sich um gesprochenes Audio vor allem halten im Moment und sich so ein bisschen in der Musikwelt Schweiz soll bewegen. Sprich ein Podcast über alles, was mit der Musikwelt und Musikindustrie Schweiz zu tun hat. Das könnte ein Format sein, das vielleicht eher am Anfang Künstler interessiert oder einfach private Leute auch, die auf YouTube unterwegs sind und einfach Lust auf die Materie haben und so ein bisschen den Musiktag mitverfolgen oder so vielleicht auch den Business-Aspekt dahinter, wo so ein bisschen, was passiert gerade in Amerika, was passiert gerade aber auch in der Schweiz, weil es tut sich sehr, sehr viel da in der Musikkultur und was alles so in dieser Industrie kann passieren. Und natürlich auch für Produzenten und Musiker denkt vor allem und Künstler, die halt irgendwie in der Schweiz etwas machen wollen damit und auch erfolgreich vielleicht eine Karriere starten oder vielleicht schon auf dem Weg dorthin sind, aber wie so ein bisschen Gesprächsstoff brauchen oder eine Plattform, wo man Meinungen teilen kann, wo Diskussionen gestartet werden können. Und das war so ein bisschen der Grundgedanke gewesen. Ich habe das bis jetzt nie irgendwie gesehen auf YouTube, vor allem nicht auf Schweizerdeutsch. Wieso dann der Kontext mit mir da ist und wieso ich das genau jetzt starten will, so zu dem komme ich dann noch. Aber das wäre wie so jetzt so ein bisschen die erste Folge zu dem Podcast, wo eher so ein bisschen als Intro soll gelten, was ich so vorher gemacht habe, aber auch so ein bisschen vorstellen, welche Leute das soll vielleicht ansprechen in Zukunft oder welche Leute, mit welchen Leuten ich da irgendwie eine Diskussion starten will, wer auch immer das jetzt gerade am Hören ist, random. Vielleicht wird das auch audiotechnisch noch alles ein bisschen verschönern, irgendwann mal in Zukunft. Das ist jetzt gerade der zweite oder dritte Take, wo ich da ein bisschen am Ausprobieren bin, in meinem Studio da in Umkreis. Genaue Location kann ich da nicht preisgeben, natürlich. Berufsgeheimnis. Oder nicht, dass da irgendjemand auf die Idee kommt und da irgendwann mal das Equipment snatchen. Ich habe da schon gehört, da sind ein paar Studios ausgenommen worden in letzter Zeit. Das passiert immer wieder mal. Von dem her, ja, ich nehme das alles da bei mir auf. Und habe einfach generell über Musik reden. Musik und was man in der Schweiz so alles machen kann. In dieser Industrie, Musikindustrie Schweiz. Und ja, vielleicht zu meiner Wenigkeit, dass man ein bisschen versteht, was der Kontext ist, beziehungsweise wer ist da der random Dude, der einfach irgendetwas am daherschwafeln ist und hoffentlich oder mehr oder weniger ein bisschen sicher darüber schwätzt. Ja, was habe ich irgendwie vorher gemacht oder wieso gibt es das Ganze, das Segment jetzt? Vielleicht einfach noch so ein bisschen den Hintergrund erklären. So, ich bin 89er Jahrgang, sprich ich bin in all der 90er Hip-Hop-Welle bin ich eigentlich gross geworden. Wenn man das so müsste jetzt auf einem Voll-Geek-Nerd-Tag gewisse Genres zuteilen, dann wäre es so alles, was wahrscheinlich dann mit der Pop-Ära von dem Max Martin, von dem ganzen Schweden-Pop irgendwie zu tun hat. Alles, was so Britney Spears, NSYNC, Backstreet Boys natürlich war, all die Einflüsse hast du ja auch mitbekommen. Plus natürlich die ganze Hip-Hop-Welle mit dem Eminem, 50, alles, was im Deutschrap passiert ist damals, mit einem Bushido, Sido, ganz, ganz am Anfang. Das hat mir irgendwie alles so ein bisschen mitgenommen. Hip-Hop wahrscheinlich unter anderem hat mich am meisten geprägt. Aber alles im Erwachsenen-Dasein, sage ich jetzt einmal, interessiert mich eigentlich alles, was so ein bisschen popkulturell einfach relevant ist. Es ist halt einfach ein bisschen der Zufall im Moment, dass das halt
von 8 von 10 Themen in den Charts sind halt Hip-Hop so. Aber das soll... Jetzt habe ich gerade mal schauen, okay, es recorden noch weiter. Was ich da ja noch Selbstgespräche führe mit mir und mit meiner Software da, wo ich da auf den Bildschirm kann schauen. Schön. Aber genau, generell als Hip-Hop-Kind aufgewachsen, aber mit sehr, sehr starken Popflüssen natürlich aus US. Und ein paar britische Bands sind da sicher auch dahinter gewesen, so eben so die allerlei Bands, die man von früher so kennt, Oasis und all die Bands so. Die gibt es ja jetzt leider nicht mehr so fest, so wirklich Bandmusik. Es ist mehr so auf Solo-Künstler jetzt ausgelegt. Aber das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Ich habe natürlich auch ein bisschen Musikproduktion studiert damals, beziehungsweise so selber mir viele Sachen beigebracht. Das war so um 2010, 2011 Wende gsi, wo noch Soundclick, zu Zeiten von soundclick.com, ich glaube die Seite, die gibt es jetzt noch, aber die ist glaube ich nicht mehr so beliebt jetzt auch unter Produzenten wie früher. Damals hat es irgendwie so einen Namen gegeben wie der Johnny Giuliano, wo ich weiss es noch, glaube einer von der ersten irgendwie Soundclick-Producer war, wo mega Placements hatte, irgendwie beim Wiz Khalifa und irgendwie für jenste Leute irgendwie produziert hat. Und der ist halt wie so dann, so Storys hat man halt dann mitbekommen, wenn man auf dieser Seite unterwegs war. Und das ist so eine Beat-Sales-Seite gewesen, wo du ein bisschen deine Produktion hast können verkaufen. Hat so lala funktioniert. Damals, muss man sagen, hat es noch nicht so viele Möglichkeiten gegeben wie jetzt, vielleicht auch mit YouTube und all den anderen Plattformen, dass man als Produzent aus der Schweiz aus etwas macht. Jetzt gibt es da gängigere Beispiele und aktuellere Sachen, wo dann ich irgendwie so ein bisschen den Vortritt lerne, weil irgendwann ja, ist es dann nicht mehr weitergegangen, beziehungsweise ich habe es immer so ein bisschen hobbymässig weiterverfolgt für mich selber. Habe aber ziemlich schnell mal erkannt, dass mich so die Marketing- und Business-Seite dahinter mehr interessiert. So. Natürlich so die Musikproduktion und alles, was so mit dem Kreativen zu tun hast, lässt ja nie los wegen dem. So. Das ist so ein bisschen der Ursprung. Aber ich sitze jetzt auch nicht jeden Tag dort und mache Beats irgendwie so den ganzen Tag. So, für das fehlt mir jetzt ein bisschen Zeit. Auch wenn ich ab und zu gerne mal anhocke und einfach etwas rumklimpere auf dem Klavier. Oder Keyboard dementsprechend. Aber genau, das ist so ein bisschen, sind so die Anfänge gewesen. Dann hat es so ein paar Ausflüge gegeben zum M4Music, wo ich mich auch mal, glaube bei der Demo-Tape-Klinik angemeldet habe. Das ist auch sehr, sehr lang her. Damals noch so ein bisschen im elektronischen Bereich, nicht unter Hip-Hop so. Genau, und dann bin ich irgendwie in Aarau gelandet, beim Kanal K und habe dort so ein bisschen die Assistenz gemacht von der Programmleitung, auch als Praktikum. Also nach der Lehre ist das jetzt so von der Timeline her. Für jeden, der da jetzt da zuschaut, hört vor allem, zuhören, weil das eher Audio jetzt wird sein. Und ja, im Kanal K, während ich dort am Arbeiten war, habe ich mittlerweile einen sehr guten Kollegen kennengelernt, der als DJ unterwegs war. Und ohne dass ich da jetzt ein Name-Dropping betreibe, weil ich noch nicht so recht weiss, wie ich das nachher in Zukunft mache mit irgendwie so Name-Calling und alles. Aber ja, der gute Kollege ist dann weitergezogen, ist so aufmerksam gewesen und hat gewusst, dass ich irgendwie auch versuche, irgendetwas zu machen, irgendwie Musikbusiness technisch vielleicht, oder weil mich das auch ein bisschen interessiert hat. Da hat mir eine Stelle beschrieben, damals noch von einem Praktikum bei der Warner Music in der Schweiz da, weitergeleitet. Und Warner hat damals halt einen Praktikant gesucht, so im Sales-Marketing-Bereich. Und wenn ich das jetzt alles so erzähle und auch später, wie dann so der Werdegang merkt, so, muss ich an der Stelle aber schon sagen, irgendwie, das habe
So habe ich nicht alles so planen natürlich. So vieles von dem ist auch voll zufällig passiert oder so quereinsteigermässig. So. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir vorgenommen habe, so, ich werde eines Tages bei einem Label arbeiten und nachher dort irgendwie an den grössten Künstler von dieser Welt irgendwie Kampagnen können machen und so. Das war überhaupt nicht der Plan gewesen. So wie man dort so mit 22, 23 ist, so hat man nicht wirklich recht einen Plan, was man so im Leben machen will. So. Was glaube ich, oder hoffentlich normal ist, so bei den meisten. Aber ich habe gewusst, so, ja, ich habe einen Musik-Background, ich habe jetzt nicht zwingend einen Marketing-Background zu dem Zeitpunkt, wo ich dort das Praktikum gestartet habe. Aber ich habe es trotzdem versucht, bin dort hin, habe das Praktikum angenommen bei der Warner. Das ist 6 Monate gegangen, das war im 2012 gewesen. Und haben meinen Arsch aufgerissen dort, habe alles gemacht, was man so machen muss als Praktikant. Das war so ein bisschen eine Mischung aus der Verkaufsabteilung helfen, aber auch der Marketingabteilung, so mit Promotionen zu Künstlern und so. Alles, was man sich so darunter vorstellt, da komme ich dann in anderen Folgen oder Episoden von diesem Podcast sicher auch nochmal dazu, so was alles irgendwie so Artist-Promotion ist oder Künstlervermarktung, was ist das überhaupt, wie funktioniert das? Für die Story jetzt muss man sich nur vorstellen, dass ich dort halt wie so ein bisschen allen Abteilungen geholfen habe, in der Schweiz dann wiederum. Die Warner wie auch andere Majors sind halt international aufgestellt, also es gibt halt Offices in vielen Ländern. Die Schweiz war halt auch vertreten gewesen mit einem kleinen Team da. Und dann habe ich das 6 Monate gemacht und habe danach, kurzer Zeit später, eine Junior Product Manager Stelle dort angenommen. Das ist dann im Juli 2013 gewesen. Und seitdem bin ich eigentlich dann mehr oder weniger bis letzten Mai 2018 bei der Warner gewesen. Und das sind etwa plus minus jetzt 5 Jahre, wo ich dort bin, so mit Betonung auf «gsi», weil ich bin jetzt mittlerweile selbstständig unterwegs und bin so ein bisschen im Management Consulting tätig, also die ganze Erfahrung und alle Kenntnisse, sei es jetzt zu Marketing oder beziehungsweise zu Musikmarketing generell und wie man Künstler halt gross macht und vermarktet, habe ich jetzt wie so alles können lernen, was ich mir dort vorgenommen habe. Es hat halt nicht mehr so viele Sachen gegeben, die ich dann in der Schweiz noch hätte gross dazulernen. Und da habe ich halt kurzerhand irgendwann einmal beschlossen, dass wir getrennte Wege gehen und ich für das selbstständige Ding mal versuche. Weil dort ist auch, da kommen wir nachher auch noch ein bisschen dazu, gibt es sicher viel Potenzial auch in der Schweiz in den kommenden Jahren. Und ich glaube, es ist wichtig in so einem Moment halt, wenn wir gewisse Informationen haben, wo man kann, oder Informationen und Kenntnisse und Wissen, wo man sich angelernt hat, wo man auch weitergeben kann, bis zu einem gewissen Grad, jetzt nicht ohne. Es wird jetzt nicht eine Folge oder ein Podcast, wo nachher irgendwelche Berufsgeheimnisse von lauter Leuten irgendwie daherpläudert wird, so, das wird es nicht. Aber es ist wie so ein bisschen der ganze Kenntnisstand und das Wissen, was so tagtäglich eingeflossen ist, wo ich so in die Meinungen, die ich jetzt selber habe natürlich und in die Gespräche mit neuen Künstlern halt auch einfließen lassen. Darum habe ich gedacht, hey, schau, ich kann jetzt gerade so gut halt selbstständig mal versuchen zu schauen, was sind so die Problemstellungen in der Schweiz mit den meisten Künstlern, wie kann man helfen, auf unabhängiger Basis von außen, anstatt jetzt von drinnen in einer grossen Firma. Und das mache ich jetzt seit dem Juni 2018 und bin da tagtäglich eigentlich dran, wie ein blöden WhatsApp-Nachrichten, Audionachrichten zu verschicken oder mich mit Leuten zu treffen oder irgendetwas zu machen. Das ist dann halt ein bisschen mehr als jetzt nur etwas, wo man halt an einer Position festmachen kann. So. Wenn man jetzt den traditionellen Manager oder irgendwie den Berater anschauen von Leuten,
Aber die Beratung und das Consulting mache ich halt natürlich auch für jeden, der irgendwie interessiert daran ist, Digital Marketing, dort irgendwie etwas Grösseres zu machen. So. Also das kann ich gerade so gut auch für Firmen machen. So. Und dort gibt es halt auch den einen oder anderen Auftrag, aber die Idee war vor allem, dass ich jetzt den Kreativen helfen kann von außen, den Leuten, die halt jetzt in Zukunft werden, dort die Musikindustrie voranbringen. Und der Podcast geht so ein bisschen in die gleiche Idee, dass ich dort einfach unabhängig kann, meine Meinung oder gewisse Diskussionen und gewisse Themen kann einfließen lassen, wo man halt dann einfach in der Community ein bisschen besprechen kann. Und wo ich auch so ein bisschen merke, okay, was ist so die Resonanz von draussen. Es wird dann bei vielen Themen so sein, dass ich halt auch Fragen habe, wie so an euch oder der da jetzt dazu hört, um irgendwie so ein bisschen die Meinungen rauszuhören und auch halt einen ehrlichen Dialog zu starten. Wenn es jetzt etwas braucht, gerade in dem Moment in der Musikindustrie Schweiz, dann ist das ein ehrlicher und transparenter Dialog, was alles möglich ist, wo das Potenzial ist und dass es halt jetzt Leute gibt wie mich, die vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind, die ein bisschen neue, progressive Meinung da reinbringen können. Und wer weiß, so im Idealfall finde ich heraus, dass es jetzt noch viel, viel mehr Leute da draussen gibt, die da vielleicht irgendwann einmal zuhören und finden, hey, ich kann vielleicht auch irgendwie etwas machen in der Musikindustrie oder bin selber Künstler, aber habe nie so richtig gewusst, wie. Und kann das jetzt vielleicht oder das, was er da hört in diesen Podcasts, kann er irgendwie als Grund nehmen, um ein bisschen in die Diskussion reinzukommen und sich auch ein bisschen mehr zu erkundigen, weil wenn es etwas gibt, dann sind das viele Informationen, die ich jetzt in nächster Zeit teilen und irgendwie versuchen so ein bisschen alle Perspektiven von allen Seiten ein bisschen zu durchleuchten, möglichst neutral. Die Idee von dem Podcast ist halt schon, dass das gewisse Thematiken sind, wo halt in der Industrie sowieso mega fest besprochen werden, halt immer auch wieder Thema sind. Gewisse Sachen werden auch klare Meinungen zu mir, also meine eigene Meinung sein zu einem Thema. Gewisse andere Sachen wird es dann eher ein bisschen neutraler sein, beziehungsweise einfach von beiden Seiten das Thema erklärt mit Vor- und Nachteilen auch, dass man sich halt eine eigene Meinung bilden kann, weil es geht jetzt auch nicht darum, dass da irgendwie ich irgendwelche Tutorials vergebe und irgendwie sage 6 Steps how to make it in the music industry oder irgend so ein Bullshit, wie man irgendwie bei, keine Ahnung, irgendwelchen Ami-Sachen teilweise sieht, dass dort irgendwelche YouTuber irgendwie gefährliches Halbwissen streuen. So. Das ist wichtig, dass man versteht, so, dass viele Informationen, die ich halt jetzt irgendwie da teilen, beziehungsweise über was wir halt werden reden, gewisse Thematiken, sind halt Musikindustrie-relevante Thematiken meistens. Und ich mache das auch nicht voll mit einem random Gedanken. Das sind erprobte Meinungen meistens und Gedanken aus einem Wissensstand, wo ich halt aus der Musikindustrie oder jetzt aus der Labelzeit auch habe vorher und dann Management-Mandat, das ich jetzt so ein bisschen betreue. Von dem her soll das so ein bisschen nicht soll das sicher ein Grund sein, mehr, dass man jetzt auch findet, ja gut, man kann ein bisschen professioneller über das Ganze reden. Es soll aber auch kein Nerd-Talk werden, es soll nicht etwas werden, wo man irgendwie nicht so versteht, wo ich dann irgendwie so Selbstgespräche führe und das Gefühl habe, es versteht es doch niemand. Ich will das auch zugänglich machen und so das Thema auch verpacken. Das werde ich dann herausfinden in den nächsten paar Folgen, dass man das auch leicht kann verdauen, beziehungsweise dass man da auch schnell in die Diskussion kann einsteigen kann, wenn man jetzt nicht zwingend gerade weiss, um was es geht. Aber ich würde wie so ein bisschen alle Seiten können durchleuchten oder euch ein bisschen die Meinung können geben. Es gibt halt zu vielen Sachen, zu vielen Themen gibt es halt Vor- und Nachteile.
möglichst aus einer neutralen Ebene, und bei gewissen Themen habe ich halt auch sehr, sehr starke eigene Meinungen dazu, wo ich auch vielleicht ein bisschen mit einfließen lassen werde. Zu was dient jetzt diese Folge noch? Es ist halt so ein bisschen Intro-Podcast-Folge. Es soll so ein bisschen der Podcast, der Collab-Podcast soll so ein bisschen vorstellen. Darum werden wir da jetzt auch nicht gross in irgendwie ein spezifisches Thema reingehen, aber weil es eine Anfangsfolge ist oder die erste Folge per se, so hätte ich gedacht, wäre es noch ganz gut, so über den Markt Schweiz zu reden oder was im Moment so ein bisschen der Status quo ist in der Schweiz. Ich werde jetzt auch nicht gross mit Zahlen kommen, so. Ich habe dann in den Descriptions von dem Upload findet ihr dann noch weitere Quellenverzeichnisse zu gewissen Zahlen, über die ich da jetzt reden würde. Aber mir ist es vor allem darum gegangen, weil das halt so ein bisschen der Start von etwas Neuem soll sein, dass man sich schnell anschaut, was ist der Status quo in der Schweiz, sprich, wie gross ist überhaupt der Markt in der Schweiz, was kann man da machen, wie sieht es mit dem Potenzial aus, sind wir auf einem sinkenden Schiff oder sind wir irgendwie auf einem glorreichen Aufwärtstrend so. Und auch, dass ich irgendwie 3-4 Jahre vielleicht einmal die Aufnahmen wieder mal hören kann und kann so finden, okay, geil, man hat so ein bisschen eine positive, hoffentlich Entwicklung feststellen. Ich will aber auch nicht über viele Zahlen reden. Ich habe mir da ein paar Sachen rausgesucht. Wie gesagt, es wird es dann alles auch in der Description geben, dass ihr das auch selber anschauen könnt. Aber wir sind so um 2-3 wichtige Zahlen gegangen, dass man das alles ein bisschen in Relation versteht. So. Wie es so um den Musikmarkt Schweiz steht. So. Die Zahlen sind offizielle Marktzahlen von der IFPI, also vom Musikverband Schweiz, ifpi.ch, falls euch das interessiert. So. Dort habe ich aber eine ganz besondere Zahl oder so die wichtigste Zahl mal rausgefischt, die es leider noch nicht aktuell gibt, also im 2018 und auch nicht 2017. Aber es ist im 2015, also 2015 das letzte Mal so ein Global Music Report rausgekommen, wo nebst dem Umsatz in der Schweiz oder halt in den verschiedenen Ländern, weil das wird halt auch international gemacht, so eine globale Marktstudie, ist eine ganz besondere Zahl ausgewertet worden. Und die gibt es auch für die Schweiz. Das ist nämlich der Pro-Kopf-Konsum, was der Schweizer im Jahr für, in Franken wohlgemerkt, was er im Jahr ausgibt für Musik. So. 2015 ist das nochmal als Reminder. Das ist nicht 2017 oder 2018, aber bis ihr das jetzt hört, irgendwann einmal wird es wahrscheinlich hoffentlich die aktuelle Zahl geben, oder zumindest die von 2017. Das habe ich gerade jetzt letzte nachgeschaut. Aber dass man so ein bisschen versteht, 2015 ist noch nicht lange her, was dort im Jahr als Schweizer, was man im Jahr pro Kopf ausgibt für Musik. Und das sind erstaunliche 14 Franken gewesen, so, pro Kopf im Jahr in der Schweiz. Achtung, also alles, was mit Musikkonsum zu tun hat, sprich Streams, Downloads, physischer Handel, Leute, die CDs kaufen oder damals gekauft haben. Das heisst 14 Stutz als Gesamtbetrag pro Kopf. Also der Schweizer Konsum in der Schweiz ist nicht verdammt viel. Das ist sogar sehr, sehr wenig, wenn man das vergleichen mit anderen Industrien, die da irgendwie Konsumgüter verkaufen. Wo ich da jetzt gerade ins Marketing hineinzugehe mit Begrifflichkeiten, aber wenn man das jetzt in Relation setzt, im Verhältnis setzt mit der Autobranche oder mit irgendwie Nestlé von mir aus, wo da irgendwelche Cornflakes verkauft, dann ist 14 Franken ist nicht sehr, sehr viel Geld im Jahr, wo man da ausgibt für das Produkt, wenn man so will, für das Produkt Musik. So.
Ich erwähne auch die 2015 bzw. 2016 Zahlen, weil 2015 oder der Wechsel ins 2016 auch ein spezielles Jahr war für die Musikindustrie Schweiz. Es war auch ein spezielles Jahr international für die ganze Musikindustrie. Aber in der Schweiz war 2016 das erste Jahr wieder, wo die Musikindustrie Plus gemacht hat. Das war das erste Jahr, wo vom 2015 zum 2016 also wieder mehr Umsatz gemacht worden ist im Jahr. Und das ist, jetzt muss ich mal schnell schauen, wie wir in der Zeit liegen, aber wir sind glaube ich noch okay. Genau. 2016 ist nämlich, das habe ich mir da glaube ich schnell aufgeschrieben, ohne euch da zu fest zu langweilen. Das sind 2016, dass man da ein bisschen so auch wieder nochmal Verhältnis im Kopf hat, 84 Millionen Franken umgesetzt worden, plus minus, in der Musikindustrie. Jetzt nochmal 84 Millionen Franken, ohne mit ein bisschen, wenn ihr euch ein bisschen dafür interessiert und ein bisschen Google-Suche betreiben würdet ihr halt feststellen, das ist auch nicht wahnsinnig viel. Da gibt es andere Branchen, die sehr, sehr viel mehr Geld machen im Jahr, so, mit anderen Produkten. Aber 2016, das ist halt wichtig zum Unterstreichen, ist das erste Jahr wieder gewesen, wo die ganze Musikindustrie, also alle Labels, alle Künstler in der Schweiz, wo das halt wieder ins Plus gegangen ist. Aber eben, wenn man da so ein bisschen das Verhältnis anschaut, 84 Millionen Franken sind umgesetzt worden, das heisst alles, was irgendwie mit dem Musikkonsum zu tun hat. Aber gleichzeitig sind im 2015 bzw. 2016 auch nur etwa 14 Franken ausgegeben worden für Musik. Jetzt muss man aber ein bisschen vorsichtig sein, weil im 2017 und 2018 ist natürlich ein riesiger Streaming-Boom dazugekommen, über den wir dann auch noch in weiteren Folgen natürlich werden reden. Aber die Zahl 14 Franken wird jetzt wahrscheinlich, wenn man sie 2018 jetzt anschauen, wird sie erheblich höher sein, irgendwo bei 20, 25 Stutz oder vielleicht, ja, wenn wir Glück haben, 20 Franken irgendwo dort durch, 22, 20 Franken, würde ich es jetzt mal schätzen, ohne dass ich die offizielle Studie schon an oder gesehen habe. Aber auch das, 20 Franken, also mit der Überlegung nochmal, weil Streaming so einen Boom jetzt hat und mehr Abos dort dazugekommen sind für Spotify, Apple Music und so, macht man dort natürlich auch die Überlegung, dass es jetzt ja natürlich mehr Leute gibt, die im Monat für die Musik zahlen und da die 11, 12 Franken zahlen. Und allein schon wegen dem die Zahl, der Pro-Kopf-Konsum im Jahr in Schweizer Franken natürlich schon aufgeht, erhöht wird. Aber der ist wahrscheinlich auch noch nicht dort, wo er soll sein. Wenn man jetzt das zwischen 16 und 20 Franken schätzt, so irgendwo im 2017, 2018, dann ist das sicher ein guter, wachsender Stand, so, aber das ist natürlich im Jahr auch noch nichts. So. Da wird für gewisse andere Haushaltsgegenstände oder irgendwie gewisse andere Konsumgüter wird da noch viel, viel mehr Geld ausgeben. Und ja, 2016, um es dort abzuschliessen, ich will da nicht irgendwie noch gross, noch fest mehr reingehen in das ganze Thema. Wenn es euch interessiert, eben habe ich da auch die ganzen Quellen mit Links dort drin, wo ihr auch schön die Umsatzstatistik von den letzten paar Jahren anschauen könnt. Es ist aber auch eine dritte Zahl, die ich mir da auch noch rausgesucht habe, die auch wichtig ist, dass man das ein bisschen im Verhältnis setzt. So. Weil im 2016 habe ich mir auch angeschaut. Es gibt dann vom Bundesamt für Statistik gibt's dann auch eine Quelle, die sagt, wie viel im Jahr ausgegeben worden ist pro Haushalt für Kultur. So. Kultur und Medien ist das, also inklusive Medien. Und unter Kultur, Achtung, so die Zahl, die ich jetzt nennen, ist natürlich um einiges jetzt höher. So. Aber da muss man auch verstehen, unter Kultur, wo Musik auch drinnen vorkommt, kommen natürlich auch so Sachen rein wie Bibliotheken, Theater,
Film, Radio und Fernsehen, das ist alles auch dort drin. Aber auch das wieder im 2016, einfach, dass man das als Verhältnis hat, ist für Kultur, also Haushalt, auch wieder Haushalt Schweiz, also ein Haushalt, da ist dann halt eine Umfrage gemacht worden, beziehungsweise eine Statistik gemacht worden, was der Haushalt, also der Schweizer im Jahr ausgibt für Kultur. So. Und das sind 15,5 Milliarden Franken gewesen. So, jetzt könnte man da ein bisschen schlucken, vielleicht hat man das gehört im Mikrofon. Weil das werden jetzt vielleicht Leute random, die das so ein bisschen mitbekommen, die mit der Musikindustrie vielleicht noch nicht so viel am Hut haben, werden halt nicht so ganz können nachvollziehen, was das bedeutet für die Musik, weil die Musik ist halt dort auch in diesem Kuchen drin. Heisst aber ein bisschen, wenn man sich all die Zahlen jetzt nochmal anschaut, die ich genannt habe, also 2015, beziehungsweise im Wechsel zum 2016, wir gehen immer noch von diesem Jahr aus, hat der Schweizer pro Kopf 14 Franken ausgegeben im Jahr für Musikkonsum, so, also Downloads, physisch, Streaming, was auch immer mit Musik zu tun hat. So. Die Musikindustrie Schweiz hat im gleichen Jahr 2016 84 Millionen Franken umgesetzt. Und jetzt für die ganze Kulturlandschaft Schweiz, wo halt auch alles andere noch reinkommt, Film, alle anderen Künste, Bibliotheken, Theater, aber auch Radio und Fernsehen, hat man im gleichen Jahr 2016 15,5 Milliarden Franken hat der Schweizer ausgegeben im Jahr. So. Heisst so viel wie, wenn man jetzt dort voll nerdig tief reingehen will, so, da hat es ganz schöne Excel-Tabellen, wo man sich anschauen kann, wenn einen das interessiert. Heisst aber ein bisschen, dass Musik insgesamt, die Musikkultur Schweiz, sicher mehr Luft nach oben hat, sagen wir es mal so. Charmant ausgedrückt. So. Oder harmlos ausgedrückt. Es hat sehr, sehr viel mehr Luft nach oben. Und ihr müsst euch vorstellen, die Musikindustrie bzw. die Leute, die in dieser Industrie arbeiten, sei es jetzt über das Label oder als Eigenständig oder als Künstler, denen ihren Auftrag oder eigentlich möchten alle im Idealfall, dass nicht nur natürlich mehr Geld für Musik ausgegeben wird, weil wenn die Zahl 84 Millionen aufgeht im Jahr, so bedeutet das auch, dass die Leute draussen natürlich mehr Geld ausgeben für Musik und das auch als relevanter angesehen in der Schweiz, als das zurzeit noch der Fall ist. Und wenn das halt auch mehr ist, heisst das wiederum auch, dass aus diesen 14 Franken vielleicht irgendwann einmal 30 Franken im Jahr sind, dann irgendwann einmal 50 Franken, vielleicht irgendwann einmal dann illusionär, aber auf dort läuft es irgendwann einmal an mit all diesen Abos, die dann in Zukunft gelöst werden, vielleicht einmal auch bei 100 Franken im Jahr bist, was der ganzen Musikindustrie und allen Künstlern und jedem, der irgendwie kulturell etwas mit dieser Kunstform Musik am Hut hat, halt auch zugute kommt. In so einem Fall. Und dass halt dort 15 Milliarden ausgegeben worden ist, heisst halt auch so viel, oder soll der einfach ausgedrückt halt auch einfach sagen, es ist Stutz rum. Es ist sehr viel Geld rum. Also es ist auch nicht das Argument, wo man halt so banal oder so ignorant teilweise macht, dass man das Gefühl hat, ja, der Schweizer will gar kein Geld ausgeben für Kultur oder für Musik. Das ist es auch nicht. Das sind aber wie so andere Produkte, wenn man es so will, mit denen Musik halt auch in der Schweiz rein aus einem gesellschaftlichen oder kulturellen Faktor konkurrieren. Also sprich Bibliotheken,
Theater, Film, Fernsehen, all die Sachen sind wie so, doof gesagt, die Konkurrenz von Musik. In so einem Fall, wenn man sich die Rechnung anschaut. So. Es macht alles ein bisschen mehr Sinn, wenn ihr halt Interesse habt, mal die Statistik selber anschaut. Die gibt es eben, wie gesagt, nachher auch noch in der Description. Aber ja, es ist ganz interessant, mal zu schauen, für was eigentlich dort Geld ausgegeben wird. Beziehungsweise, wo halt der Schweizer investiert. Weil das ist halt wichtig zu wissen oder auch ein bisschen das Verhältnis können zu verstehen, wenn man jetzt Schweizer Musiker ist und das Gefühl hat, man will da in der Schweiz etwas machen. Die generelle Resonanz, die ich da mitgeben will, auch weil das ja halt die erste Folge so ein bisschen wird sein, ist, dass es der Musikindustrie wieder aufwärts geht. Das heisst, eben seit 2016 ist wieder die ganze Industrie im Plus. Und alles, was natürlich mit dem Streaming dazugekommen ist, hat jetzt wie so ein bisschen eine Aufwärtsbewegung wieder angezogen. Und wenn überhaupt, so, das ist auch ein bisschen, hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, wieso ich jetzt genau auf die Idee komme, so Uploads zu machen oder so Folgen zu produzieren. Wenn überhaupt, dann würde ich jetzt sagen, dass es jetzt, wenn dann der beste Zeitpunkt ist, wenn man jetzt komplett neu ist oder jung und irgendwie das Gefühl hat, ja gut, man weiss noch nicht so recht, was man machen oder so, aber hat irgendwie so eine Begabung für Musik oder will irgendetwas machen, auch auf der Business-Seite, ich will damit jetzt nicht nur Künstler ansprechen, dann ist das wahrscheinlich der beste Zeitpunkt zum Anfangen. Oder zum mal sagen, ja, Plan B, C und D lasse ich jetzt mal weg und konzentriere mich jetzt mal auf die Musik. Weil es geht wieder rauf. Eben, wenn man aber sich die Zahlen anschaut, und ich komme dann später sicher auch wieder mehr dazu, oder in den nächsten paar Episoden, muss man das alles auch noch so ein bisschen vorsichtig geniessen, weil eben da gibt es jetzt vielleicht eine andere Industrie, aber das ist auch kein Geheimnis, wo man jetzt weiss, dass es andere Industrien gibt, wo da beträchtlich mehr Geld reinfließt als jetzt in der Musikindustrie. Aber wichtig zum Wissen für neue Leute oder Leute, die, auch wenn ihr jetzt Leute im Umfeld habt, die Musik machen oder ihr jetzt die Musiker sind und irgendwie den leidigen Satz einmal mitbekommen, hey, mit Musik kann man doch kein Geld verdienen in der Schweiz, so. Und das gehört sicher die einen oder anderen, die da zuhören oder irgendwann mal zuhören werden, gehört das sicher auch noch. Heute noch sehr viel. Bin jetzt ich eher der sagt und wo auch die Folgen nutzen und da den Podcast überhaupt nutzen, um so ein bisschen den Leuten zu erklären. Das mag vielleicht jetzt noch der Stand sein, so, aber in 1, 2, 3 Jahren wird das Ganze noch viel grösser sein und das ist jetzt alles am Aufwärts gehen und es wird irgendwann mehr Geld auch da sein für alle. So. Das ist die logische Schlussfolgerung, wenn man sich halt ein bisschen die Entwicklung anschaut und das ein bisschen mitstudiert, so, dass es im Moment noch wenig Geld dabei rausschaut. So, das ist bei sicher der Mehrheit der Künstler ist das der Fall, so Newcomer oder jetzt, wenn man jetzt nicht schon total etabliert ist. Aber das ist wie jede Kunstform halt nicht etwas Einfaches natürlich. Das ist halt auch rein aus einer Künstlerperspektive ein Risiko, ein gesellschaftliches Risiko, wo da dahinter steckt, wo sich vielleicht auch nicht jeder will zumuten oder zutrauen. Aber wenn es jetzt ein Signal gegeben hätte, wenn man könnte starten, beziehungsweise wenn man jetzt langsam seinen Arsch bewegen, dann bin ich der Erste, der würde sagen, macht es lieber jetzt, fangt jetzt schon mal an, anstatt in 2 Jahren, wenn vielleicht wieder alle Türen geschlossen sind. So. Jetzt ist die Musikindustrie, so wie ich sie wahrnehme und so wie ich sie mitbekomme mit
mit meinen Leuten, die ich kenne, oder auch von meiner früheren Stelle und alles, was ich jetzt mache, ist die Musikindustrie sehr willkommen im Moment und einfach eine geile Spielweise zum drinnen sein. So. Ich sage ja ganz ehrlich, so, das sage ich nicht mit Hintergedanken. So. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es noch viel, viel mehr Beispiele gibt jetzt bei Schweizer Künstlern, die ich irgendwie cool finde oder so, weil ich schaue mir das ja auch alles an, auch aus einer Fanperspektive, aber es wird auch immer mehr kommen. So. Und wenn überhaupt, sollen euch die Zahlen vorher eher zeigen, da nicht irgendwie langweilen, sondern eher zeigen, so, es geht alles aufwärts. Und 2017, 2018 ist jetzt noch mehr umgesetzt worden, also sprich ist noch mehr Geld irgendwie in die Gesamtkasse gegangen und das wird ultimativ dann halt den Künstler verteilt. So. Wer jetzt dort den grösseren Cut bekommt und was jetzt dort passiert, das ist alles nachher immer noch abhängig davon, was du für einen Deal hast, was du alleine machst, wie du unabhängig bist. So. Aber zu all diesen Themen werden wir dann auch noch kommen, in Zukunft. Aber ja, dort ist dort ist das vor allem mit den Zahlen vielleicht auch wichtig gewesen, jetzt in dem Moment, so für die erste Folge. Und dass sich jetzt vieles ändert. So. Allein schon, wenn ihr jetzt würdet sehen, wie viel Content, wie viel Online-Content, also so sprich Video-Content irgendwie auf Facebook, Instagram, ja Facebook vielleicht jetzt nicht mehr so fest erwähnen, aber also Notiz für mich ist das jetzt gerade gewesen, so, für meine Selbstgespräche. Aber Instagram und wenn man es jetzt so YouTube, Instagram sich anschaut, allein schon was dort an neuem Content dazugekommen ist, wo halt nur die Schweiz betrifft oder wirklich Schweizer Produktionen sind, die von Schweizer für Schweizer gemacht worden sind, so wird man dort halt auch sehr, sehr viel Unterschied schon feststellen. Wenn man da jetzt die jetzige Situation vergleicht, so vor ein paar Jahren, wo es eigentlich noch niemand interessiert hat, irgendwelche originellen Contents machen, die halt nur für die Schweiz da sind, so, weil alle halt immer so ein bisschen versuchen oder nach wie vor noch versuchen, das so zu treiben, dass es halt auch international kann Views bekommen oder irgendwie Reichweite, so in dem Fall. Aber ich glaube, das sieht man vor allem bei der Musik so. Das sieht man bei der Kommunikation der Künstler. So, das ist alles noch ein bisschen sexier geworden, das ist alles ein bisschen attraktiver geworden. Der Zeit, so, man hat sich dort vielleicht auch ein bisschen etwas von den Amis und von den Leuten aus UK abgeschaut, so, oder von den umliegenden Ländern, wie es die machen. Aber es kann, das Fazit soll auch ein bisschen sein, es kann natürlich noch viel, viel mehr sein als das. So. Dort merke ich es aber persönlich, so, dass in meinem Feed teilweise halt jetzt viel mehr Sachen irgendwie auftauchen, die halt wirklich Schweizer relevant sind und die halt einen lokalen Bezug haben und halt nicht das 100. Video vom Jimmy Kimmel oder vom Fallon oder irgendwie Carpool Karaoke, so, auch wenn das jetzt auch noch alles sehr, sehr oft vorkommt und natürlich nicht zu vergessen halt auch oder nicht zu verachten, auch die ganzen internationalen Künstler, viele von denen halt da immer noch mehr konsumiert werden als die Schweizer Künstler. So. Das ist auch ein Baustein bzw. eine Aufgabe oder eine Baustelle, wo sich die Musikindustrie halt darum muss kümmern in der Schweiz, dass halt auch der Schweizer Musikcontent attraktiver wird, so, weil bis das nicht passiert oder bis die Produktionen nicht mehr knallen, so, werden halt auch immer mehr einfach nur internationale Künstler konsumiert. So. Und ich glaube, wenn überhaupt, dann wird es halt jetzt die Zeit so, dass man irgendwie als Künstler hervorkommt und halt auch qualitativ, was es auch immer ist, ob das jetzt Pop ist, Hip-Hop, einfach auf Mundart macht und einmal nicht einfach auf die 1000 benachbarten Länder schaut, was dort passiert, sondern sich halt ein bisschen eine eigene Musikkultur jetzt da schafft. Weil die Plattformen gibt es jetzt halt, eben, wenn man auf das Beispiel jetzt zurückkommt mit Instagram, YouTube und all den anderen Plattformen, die es noch gibt. Die
Plattformen sind jetzt da, so. Man muss vielleicht ein bisschen als Künstler auch verstehen, so, das sind jetzt auch spontane Gedanken, die aufkommen, aber man muss auch ein bisschen verstehen, dass es nicht mehr so die, ich sage jetzt mal, die Vertriebsmacht gibt wie früher, also die Distributionsmacht, dass man muss einen Vertrag mit jemandem haben, mit einem mächtigen Vertragspartner, um halt können in all die physischen Händler kommen, die halt deine CD nachher verkauft haben, jetzt als Musiker in diesem Beispiel. Sondern es ist alles viel einfacher heutzutage, überhaupt einen Musikhörer zu finden. So, ich glaube nicht an die Theorie, wo viele gehen verzapfen, dass es schwieriger ist. So. Es ist mehr Musik. Aus diesem Standpunkt aus könnte man schon sagen, es ist schwieriger, vielleicht jemanden anzusprechen oder eine Zielgruppe zu finden, weil einfach mehr Musik da ist, sprich mehr Konkurrenz. Aber es war noch nie so einfach gewesen, Musik zu streuen, beziehungsweise Musik in Umlauf zu bringen. So. Einfach dort eine kleine Anekdote, dass man das ein bisschen besser versteht. So, früher hat man müssen, dass man überhaupt eine Distribution hatte, geschweige denn internationale Distribution mit einer CD, weil es damals vielleicht auch noch nicht Streaming und all die Internetplattformen gegeben hat man noch müssen Verträge eingehen, langfristige Verträge, weil der Künstler XY aus London natürlich keine Beziehung hatte mit irgendeinem Fachhändler, mit einem physischen CD-Händler, Verkäufer da in der Schweiz. So. Und dann sind halt irgendwann einmal auch Labels ins Spiel gekommen oder Vertragspartner, die gesagt haben, hey, wir übernehmen das Ganze. Wir haben ja die Connections so. Und dann ist das so aufgebaut worden und dann bist du halt dort im Laden auftaucht und das Zeug ist verkauft worden. So. Wenn du jetzt dir die neue Situation anschaust, beziehungsweise auch, wenn du das jetzt heute würdest machen, so wäre es halt genauso schwierig zu sagen, ja gut, ich gehe jetzt zu dem Händler, weil du hast halt keine Connection zu dem Händler. Vielleicht ist der Händler in einem anderen Land, so, du müsstest extra dort anreisen und die CD dort abliefern. So. Hat man ja auch nicht das Geld oder irgendwie die Connection dazu, so. Alles verständlich. So. Jetzt sieht aber der Status quo heute, um ein bisschen der Erfolg ein bisschen auch nachzugehen und einen roten Faden zu behalten, so, würde der Status quo heute so aussehen, dass du theoretisch, so, wenn man jetzt sehr fleissig oder ambitioniert wäre, an einem Montag im Studio ist, etwas produziert, etwas auf einem Beat aufnimmt oder auf einem ein Instrumental macht, so, etwas instrumentiert, seinen Part aufnimmt oder ein Bandrecording macht. Das macht man am Montag. Bis am Mittwoch hat man das Artwork und das ganze Mixing und Master, oder vielleicht lass es von mir aus bis am Donnerstag sein. So. Und wenn man es jetzt auf die Schnelle rausbekommen, hat man das in der nächsten Woche, also am Freitag danach, so, wenn der Release ist, hätte man das schon draussen haben können. So. Es gibt dann international Künstler, die es dann ganz schnell anbekommen. So. Die recorden dann etwas am Mittwoch, am Montag, alles am Mittwoch finalisieren und am Freitag ist es schon in den Stores, sprich bei den neuen Streaming-Anbietern und halt überall auf YouTube und online. So. Und das hat halt jetzt der Online und all die neuen Digitalhändler haben das jetzt halt geschafft, dass die ganze Distributionskette und der ganze Vertrieb viel, viel einfacher ist, seit man das Produkt digitalisiert hat. So. Und das wäre früher gar nicht möglich gewesen. Darum glaube ich auch nicht daran, dass der Künstler auch in der Schweiz es heutzutage schwieriger hat, so, die Musik in Umlauf zu bringen. Es ist viel, viel einfacher geworden, das muss man sich bewusst darüber sein, weil man muss nicht mehr Bitte-Bettigen machen bei irgendeinem physischen Fachhändler und hat vor allem auch nicht mehr die Lager und die Lieferungskosten wie früher. Jetzt ja, ist es fair, wenn man jetzt jemand würde sagen, ja, aber jetzt muss man Bitte-Bettigen machen bei anderen Partnern, wo man da jetzt nicht namentlich erwähnen müssen. So. Oder wo ich dann irgendwann mal vielleicht dazu komme. Es ist mir jetzt mehr darum gegangen, so, wenn man jetzt Schweizer Künstler ist, in der Schweiz, so, und Möglichkeiten hat, Songs aufzunehmen,
wo es auch immer ist, mit dem Laptop, mit deinen Headphones, wo es abmixen willst, oder in einem Studio, wo du ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmst, um das finalisieren und mischen und mastern, ist es jedoch oder hingegen heutzutage noch nie so einfach gewesen, Musik in Umlauf zu bringen, wenn man halt Material hat. So. Die Schwierigkeit ist nämlich mehr, dass du das kontinuierlich machst, so, wo wir dann irgendwann auch noch dazu kommen. Das wird dann eine ganz eigene Podcast-Folge, so wie ich mir das vorstelle. So. Aber der Grundgedanke muss ein bisschen verstanden werden, dass man heutzutage einfacher seinen Shit an den Mann oder an die Frau bekommt, wenn man das möchte. So. Weil es gibt nicht mehr so viele Leute, die dich daran hindern können. Unabhängig. Es ist wichtig, das zu verstehen. Es gibt jetzt neue Gatekeepers, wenn man es so nimmt, so die Definition, die man mal hat auch gehört, wo vielleicht auch Private mal schon gehört haben, die da jetzt zuhören. So, also es gibt neue Leute, die an diesen Toren warten und dich approven müssen, so, also dich durchlassen müssen, so wie so ein Türsteher in einem Club. So. Aber es sind nicht zwingend mehr von denen geworden. So. Also du musst nicht bei mehr Stellen deine Erlaubnis gehen erbitten, zum Musik releasen. Im Gegenteil sogar, der Aspekt ist einfacher geworden. Es ist aber dadurch, dass es halt einfacher geworden ist, Musik zu releasen, sind halt viel, viel mehr Künstler dazugekommen. Vielleicht auch für die Schweiz so, weil halt auch die ganze Produktion also die ganze Musikproduktion oder wie ein Album oder ein Song entsteht, halt alles viel, viel kostengünstiger ist als jetzt früher, wo man noch ein 120-Kanal Mixing Board gebraucht hat und irgendwie, wo der Künstler das Gefühl hatte, ja, das muss halt alles auf Analog-Equipment irgendwie alles schön aufgenommen werden, dass es auch warm und halt profimäßig tönt. Das Hörverhalten ist halt heute anders geworden und wegen dem, also das Hörverhalten ist halt auch ein bisschen bequemer geworden. Die Leute brauchen auch nicht mehr irgendein $100 Millionen Studio, um ihr Recording zu machen. So. Das Einzige, was wir dort durch so ein bisschen anprangern oder kritisieren, ist ja, dass vielleicht beim Mixen und Mastern das so die einzige oder die allerletzte Bastion ist. Also der allerletzte Prozess in der Prozesskette, wo halt noch wirklich Geld in die Hand genommen werden muss, so, wo auch ein Budget da ist, so, oder beziehungsweise wo auch etwas kostet. So, und natürlich alles, was nachher mit Videos oder visuellem Content zu tun hat, so, kann man sich auch darüber streiten. Klar ist das nach wie vor, aber wie auch früher braucht es Geld vielleicht für das alles oder Finanzspritzen. So. Aber es ist auch nicht so, eben, dass es wie früher gewisse Fernsehstationen gegeben hat, wo halt dieses Video hat müssen stattfinden, und wenn das dort nicht stattgefunden hast, dann haben dich sehr, 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 sehr viele Leute nicht gesehen. So. Und umgekehrt heutzutage kannst du halt eben, wenn du das File schon hast und schon fertig produziert hast, kannst du von heute auf morgen das auf YouTube tun und auch auf gewisse andere Plattformen. So. Wenn das jetzt auch nicht die Idee sein, dass man da irgendwelche Releases rushen soll, aber ich sehe, das schwappt jetzt halt ab in 100 andere Themen, über die ich auch noch reden könnte. So. Aber zu all dem kommen wir nachher noch, so, weil das werden alles schön eigene Thematiken sein, wo wir dann eine Diskussion zu dem haben können. Aber die Folge jetzt da, wo ihr hört, soll wie so einen ersten Versuch darstellen, wo ich mir dann auch nochmal anhören werde, wenn ich die Folge dann vorbereite. Und das soll so ein bisschen das Intro sein zu dem ganzen Podcast, zu dem Collab-Podcast, um was es sich handelt. Eben, dass es halt so ein bisschen Musiktalk soll sein. Und ich habe es halt wichtig gefunden, dass man sich da ein bisschen jetzt den Markt in der Schweiz anschaut und dass da Potenzial rum ist und ich sonst nicht vielleicht auf die Idee gekommen wäre, jetzt auch da die nächsten paar Monate, sage ich jetzt mal, oder
sicher das nächste Jahr damit verbringen, auch da Folgen zu streuen und gewisse Diskussionen zu haben in diesem Podcast. So. Von dem her, das war so ein bisschen das erste Thema gewesen. Ich würde die Folge beenden mit einer Frage an die Community, mit Leuten, die das werden hören, wer auch immer das wird sein. So. Eine Frage an euch, dass wir auch ein bisschen einen Dialog können starten da in den Comments, im Idealfall. So, zum Thema hin, eben, dass es halt vielleicht auch mehr Schweizer Content jetzt mittlerweile gibt. So. Aus 2 Perspektiven könnte man jetzt die Frage anschauen. So. Fällt euch privat auf, dass auf eurem Instagram-Feed, YouTube-Feed, wo auch immer, dass dort auch immer mehr Schweizer Content auftaucht? Also wenn ihr jetzt da so würdet durchscrollen, das ist eher so für den private Hörer, der da jetzt zuhört und wo es da ein bisschen das Thema interessiert. So, eben fällt euch das auf, dass ihr irgendwie auf der Startpage, so auf eurer App, irgendwie auch immer mehr Videocontent seht oder Musik, wo klar ersichtlich Schweizer Produktion ist. So. Und wie gefällt euch das so? Ist das meistens irgendwie immer noch, sind das Sachen, wo man halt sich noch ein bisschen fremdschämen? Oder findet man doch, nein, man hat schon irgendwie so Qualitäten entdeckt, wo man vielleicht auch in anderen Ländern noch nicht gesehen hat. So. Das würde mich wundern, aus einer privaten Hinsicht. So. Also sind auch dort bitte so frei und nutzt die Comments dafür, wenn ihr geile Beispiele habt oder so. Tönt das alles in die Comments rein, so, dann kann man dort auch irgendwie einen anständigen Dialog dazu haben oder eine Diskussion. Und auf der Künstlerperspektive, also von der Künstlerperspektive, wie seht ihr das so, wenn es so jetzt um eure Musik geht, Stand, ja, ohne dass ich jetzt den Podcast datieren will, aber Stand 2019, tut mir leid, 2017 wäre jetzt ein bisschen Back to the Future mäßig gewesen. 2019, Anfang 2019, wie seht ihr als Künstler, von der Künstlerperspektive, wie seht ihr so das Musizieren und Musik machen in der Schweiz aus? So, was sind dort so gesellschaftliche Eindrücke, die ihr jetzt mitbekommt? So, gibt es da immer noch den bekannte Satz, wo da einmal immer sehr viel fällt oder gefallen ist in der Vergangenheit, das ist ganz okay für einen Schweizer Künstler, so, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern. Oder bekommen ihr da jetzt immer mehr positive Resonanz? So, was sind so dort eure Eindrücke? Oder finden die Leute immer noch, willst du nicht irgendwie etwas anderes machen? So, was kommt ihr dort für Feedback über von der Gesellschaft, wenn ihr jetzt aus Künstlerperspektive das anschaut? Das würde mich auch noch wundern. So, nutzt bitte die Comment-Funktion für das. So. Schreibt dort allerlei Eindrücke, so, die ihr von euch habt. So. Das würde mich alles sehr, sehr wundern. Ich schaue mir das alles auch sehr gerne an. Und schreibt eure Meinung dazu. Merci vielmals fürs Zuhören. Und das war die erste Folge vom Collab-Podcast. Schreibt mir eure Meinungen und ja, hoffentlich sehe ich euch beim nächsten Mal. Es wird noch sehr viel mehr Musik-Talk da geben, Musikbusiness, Geschwafel und auch ein bisschen Marketing, Musikmarketing-Nerd-Talk. Also würde es mich freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Danke fürs Zuhören.